Hallihallo und herzlich willkommen zu der 7. Episode von Let's Build auf IOcraft. Ich habe mir heute für den Anfang dieser Episode so einen schönen Platz ausgesucht auf dem Dach von meinem neuen kleinen Häuschen. Und ich würde sagen, ja, legen wir los. Und auch mit Depthstriders 3 Stiefel geht es noch ein Weile zum dahinter schwimmen. Der See ist halt schon ein bisschen gross. Ich habe heute vor, mit euch diesen Bereich hier zu bauen. Und zwar folgendes. Ich will da eigentlich gar keinen Boden mehr. Also ist der jetzt gerade da gespawnt oder ist der? Whatever. Ich will da zuerst mal eine Fensterfront bauen. Und das Ding ist, ich will den Boden nicht da starten, sondern eins weiter drinnen. Und darum baue ich da so coole Stufen an. Und ja, da innen baue ich das nicht so wollen. Baue ich da mit Holz an in die Ecke, damit halt die Ecke doch noch etwas Spezielles bleibt. Und da kommen Stonebrick Stairs an. Genau. Stonebrick Stairs. Couple. Couple Stonebrick Stairs. Spruce. Was für ein schöner Tag. Ich habe natürlich extra angefangen aufzunehmen, wenn da die Sonne am Aufgehen ist, weil sonst wird es wieder so lästig Nacht. Ich muss einen Nachtsichttrank nehmen und ja, sonst so Sachen halt. Jetzt, da unten haben wir noch Stecken. Genau. Also, jetzt kann ich eigentlich die Sachen da unten wegnehmen. Weil die braucht es nicht mehr. Und dem Folgendes, ich will da unten ein neues Material einbauen. Ich weiß noch nicht, wie oft ich das in dem Haus verwenden wird. Aber ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Und zwar da zuerst mal so ein Hilfskabel an. Da in den Ecken brauche ich nochmal Holz, aber da brauche ich jetzt Andesit, polierte Andesit. Und das hat halt seinen Grund, weil da unten wird ein Essbereich sein. Und ich habe gefunden, das passt irgendwie noch so für einen Essbereich. Und ich gehe gerade kurz. Wieso habe ich eigentlich den Chat nicht abgestellt? Ich vergesse das jedes Mal. Genau. Ich muss kurz im Singleplayer schauen, wo ich da den Boden, das habe ich auch wieder Holz angemacht. Ich kann kurz reinlaufen. Genau. Da habe ich Holz. Spruce. Und weil da kommt nachher so ein Sessel drauf und überall wo da Holz ist, sieht man es nachher eigentlich nicht. Und der Rest wird da eigentlich weiter mit polierten Andesit sein, bis dahin. Soweit ich mich erinnern mag. Nein, bis eins weiter. Weil da kommt jetzt noch ein Baumstamm an. Und das ist jetzt so in dem Sinn ein spezieller Baumstamm, weil da kommt jetzt zuerst das Holz an. Und nachher kommen Baumstämme, 1, 2, 3, 4 und nachher nochmal ein Spruce-Holz. Soweit ich mich erinnern mag. Ich habe das alles schon mal gebaut, weil ich natürlich so fähig wie ich bin, die Episode natürlich mal wieder mehr als einmal aufnehmen. Aber ja, egal. Jetzt kommt da, kommen die Fenster ran. Auf die Kabelteiler. Und da hinten schaffe ich weiter mit den Stonebrick Stairs. Und zwar mache ich zuerst so. Das sind Cobblestairs. Zuerst so. Überall. Und da in der Ecke kann ich gerade noch einen Baumstamm ansetzen. Da habe ich schon einen Baumstamm. Und nachher kommt da ein ganzer Brickblock.
Polierte Andesit brauche ich jetzt übrigens nicht mehr. Da habe ich, also vorläufig. Ich werde es wahrscheinlich noch in höheren Stockwerk vom Haus einbauen. Aber ja, ich schaue mal, wie ich mit dem Material arbeite, weil es relativ neu ist. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Und ja, jetzt kommt da nochmal Stairs so verkehrt um. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, genau. Jetzt muss ich natürlich mir wieder einen Weg aufbauen. Gut gemacht, yay! Stairs upside down. Ein Holzblock. Upside down. Yay! Ich bin voll der Master. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das so anbringe. Und da können wir nochmal Glas schieben. Und jetzt sind wir eigentlich schon zu oberst und darum kommt da nochmal zum Abrunden Kobbel. Einfach alles, wie wir es kennen. Brick, Kobbel, Brick, Holz, Brick. So wie es sein muss. Und von unten sieht das jetzt so aus. Ganz hübsch. Es steht so ein bisschen leicht übers Wasser führen. Und ja, ich finde es sehr abwechslungsreich. Und ich habe gedacht, den bauen wir gerade da noch schnell, wenn wir Zeit dazu findet. Der Eingangsbereich, da muss ich gerade trotzdem noch mal schnell im Kreativmodus schauen, wie ich das genau gebaut habe. Et voilà. Ich habe da direkt nebendran nochmal kurz Blick auf den Boden richten, da im Kreativmodus, genau. Ich habe da mit dieser Wand weitergemacht und da oben Kobbel. Und da hinten, also habe ich eins weiter hinten gebaut. Und da kann ich schon mal einen Hebel ansetzen, weil ich den da schon da habe. Da wird später einer von diesen Hebeln sein, wo ein Bötli Garage aufmacht. Dann kommt da unten, das ist sozusagen der Garageneingang. Das da ist die Mitte. Da haben wir wieder so einen Garageneingang, bla bla bla. Und da hinten haben wir nochmal einen Hebel. Super. Jetzt, da kommt zwar nochmal Kabel drauf, soweit ich das weiß. Aber da hinten kommt so eine Stege. Stimmt das so? Nein, da hinten kommt auch eine Stege drauf. Dann muss ich da hinten noch einen Stützblock haben, wenn ich nicht für ins Wasser gehe. So. Und so. So ist die Stege nämlich. Workbench. Komm hier. Ich muss noch ein paar neue Stegen machen. Super. Ja, und nachher geht es da führen. Da unten habe ich eine Fackel. Sorry, ich habe da ein bisschen schlecht geplant, dass ich da, ja, kann ich wieder auf meine Statistiken gehen. Jetzt gehen wir natürlich im Pausenmodus und analysiert, was ihr da gerade gesehen habt. Ich sehe es schon kommen. Ich sage, bist ja so weit, kite schon. Whatever. Genau. Ich denke, ich tue da so ein bisschen die Rundung, die ich gegen innen habe. Den Bogen, den ich da so gegen innen baue, tue ich nachher gegen oben weiterleiten, dass es nachher so schön in die Decke reingeht. Dann da. Das da ist auch ein Stege, soweit ich weiß. Und so. Da haben wir auch noch Symmetrie. Und unten durch, da kommt nochmal eine Fackel an, das weiß ich. Und sonst, ich kann da außen noch Druckplatte antun. Good to know. Da kommt man auch schnell rein. Oh yeah. Und
Nachher müssen wir eigentlich fast schon mit dem Bötli-Zeugs weitermachen. Ich glaube, das lade ich auf die nächste Episode. Weil dann kommt da der neue Hafen an und da kommt noch die Decke an. Und ja, ich habe ein paar Viecher auf meinem Grundstück. Nervig. Okay, das wäre es dem Fall mit der Episode 7 und ich hoffe, euch gefällt es. Noch immer, mein Haus. Es wird auf jeden Fall langsam vollständiger, der untere Stock. Und weniger so ein doofes, kleines Gerüst. Jetzt lege ich mich nochmal da an. Und würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao, ciao.